Salut zusammen, hier sieht man meine Big Mac Torte, die ich gemacht habe. Dummerweise habe ich eigentlich gar keinen Hunger. Ich habe das nur so gemacht aus Spass. Und dass wir da Zutaten nicht verschwenden, mache ich jetzt diesen Retour. Also tue ich den zurückbauen. Ich habe mal angefangen mit dem Klebmesser hier das Teil wieder anzukleben, dass es dann wieder wie einen Kuchen gibt, oder Torte oder was auch immer. Backofen habe ich vorgekühlt auf minus 200 Grad. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass man Backofen auf minus stellen kann. Es geht einfach darum, dass der Käse gleich hart wird. Hier rein, nicht verbrennen ab der Kälte. He. Und wenn der Käse dann gleich hart ist, kann man das Gäbig von Hang wieder abnehmen. Ich habe einen kleinen Foodmagnet an den Finger hier. Dann kann man das Gäbig wieder so wie aufsaugen. Ihr könnt auch den Reparo-Zauber von Harry Potter brauchen, aber es geht ein bisschen länger und ist schwierig. So, mit dem speziellen Löffel hier habe ich das Zeug Big Mac Sauce und das Fleisch wieder aufsaugen. Das Fleisch habe ich in die Pfanne gehauen, das Össeli ins Jelly, machen wir dann auch wieder alles zurück. Und hier sieht man den Löffel. Es ist einfach wichtig, dass man ihn nur braucht, zum Futter abnehmen, weil zum Essen ist er nicht so gäbig, weil da bekommst du gar nichts zu schnurren. So, dann haben wir 5-6 Lagen gehabt, ich habe etwas übersprungen. Eben, mit dem gäbigen Löffel kann ich alles abnehmen. Den Käse von Hang, wieder zurück in die Säckchen, zurück in den Kühlschrank. So, mit der Retourpfanne kann ich das Fleisch wieder ein bisschen roh machen. Wie man sieht, das wird nachher rot und roh. Dann habe ich natürlich das Gewürz wieder zurück da. Pfeffer kommt wieder retour, Riesen Salz. Das Wichtigste ist das Streumigewürz, das brauchen wir immer wieder, da verschwenden wir gar nichts. He. So, dann habe ich hier die Zwiebeln ein bisschen separiert, die habe ich dann mit dem Negativschnittbrettchen gut rausnehmen. Sobald das Fleisch gefroren ist das wie von selber wieder in den Sack zurück in die Brühe, oder? Das Bratfett hat sich auch wieder angesammelt in der Pfanne, kannst einfach aufsaugen. Da beim Klebmesser habe ich die Zwiebeln wieder zusammengesetzt, die ich vorher rausgenommen habe. Einfach so grob zusammensetzen, muss auch nicht schön aussehen. Ja, das ist das Österli, das Big Mac Österli, das habe ich hier mit dem Retourgäbeli, habe ich hier alles ein bisschen separiert, oder? Dass es nicht mehr so ganz vermischt ist. Das ist der Negativmixer, da habe ich jetzt die Zwiebeln, die ich vorhin rausgenommen habe, ein bisschen zusammengesetzt, einfach ein bisschen. Mit dem Klebmesser habe ich sie wieder zu ganzen Zwiebeln geformt. Am Schluss noch die Schinti dran, also die Schale wieder dran hier. Ja, da kann man auch ein bisschen Reparo-Zauber brauchen. Aber dann braucht man noch Zauberstab von Ollivander, das ist verdammt teuer, kannst du einfach eine Gabel nehmen. Ja, das ist das Össeli. Da habe ich jetzt mit dem Löffel das Gurkenwasser rausgefiltert. Das geht so gäbig wie der Rest hier. Gurken, die kann man sowieso wie von selber, das ist nichts Schwieriges. Das kann man gut wieder rauspicken. Mit dem Negativmixer kannst du Gurken einfach wieder so ein bisschen zu Stückchen formen, dass man sie gäbig mit dem Klebmesserli zusammenkleben kann. Und sobald sie wieder zu ganzen Gurken geformt sind, kann man sie wieder ins Glas, dann kann man sie einfach wieder brauchen. Hugo, super, oder? Brauchen wir doch immer alle gerne. So, das Salz habe ich auch wieder rausgenommen. Habe nicht mehr so viel. Paprikapulver für den Süß. Schluck Rotweinessig ist auch gerade einfach wie von selber rausgekommen. Knoblauchpulver brauchen wir auch gerne wieder. So, das Ketchup, da kannst du einfach oben dran haben. Dann kommt das wie von selber. Den Senf habe ich zum Glück nicht viel gebraucht. Einfach oben dran, ein bisschen zurückdrücken, dann kommt das wie von selber wieder zurück. So, Mayonnaise noch am Schluss und dann ist alles verräumt. Und dann könnte man von mir aus eigentlich wieder von vorne anfangen. Merci fürs Zuschauen.